لك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen heute inshallah weiter mit unserer Vortragsreihe Asma'ul Husna. Wir werden heute den letzten Part von dem Namen Allah Al-Aziz inshallah behandeln. Wir haben gesagt, der Name Al-Aziz ist der Name, der vom Allah mit am häufigsten im edlen Koran vorkommt. Also ist dies sehr wichtig, dass wir Allah als Al-Aziz kennen, weil dieser wird sehr, sehr häufig 88 Mal im edlen Koran erwähnt. Wir haben gesagt, Al-Aziz bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allmächtige ist. Allah ist es, der allmächtig ist. Wir haben gesagt, Allah ist es, der die gesamte Macht besitzt. Wir haben gesagt, Allah ist es, der jedes Mal siegreich ist und dessen Willen durchgesetzt wird. Und wir haben gesagt, wenn jemand Ehre sucht, wenn jemand Macht haben möchte, wenn jemand siegreich sein will, so solle er von Allah, der Al-Aziz ist, die Izzat verlangen. Und nichts und niemand gleicht Allah seine Macht, Allah sein Sieg oder Allah sein Willen. Nichts und niemand ist diesbezüglich Allah ähnlich, deswegen ist Allah Al-Aziz. Wir haben im letzten Unterricht darüber ausführlich erzählt. Auffällig im edlen Koran war gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass die Izzat als Gesamtes einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Das bedeutet zum Beispiel, Allah ist Ar-Razaq, das Rizq kommt einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand, der sagt, Rizq kommt von woanders, der hat gegenüber Allah Schirk begangen. Denn Rizq ist einzig und allein, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Dein Unterhalt, deine Arbeit, dass du arbeiten gehst, ist ja ein Lohn, das du kriegst. Du kommst ja von deinem Arbeitgeber. Aber derjenige, der dich ernährt und dein Rizq vorgeschrieben hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Allah Ar-Razaq ist. Wir haben gesagt, genau wie Allah zum Beispiel der Schöpfer ist, es gibt niemand anderen, der Al-Khaliq ist oder Khaliq ist, schöpfen kann. Nur diese Eigenschaft Allah gebührt und er ist es, der nur erschaffen kann. Gibt es niemand anderen, der das kann? Sagen wir auch ebenfalls, Allah ist derjenige, der einzig und allein Gesetze erlassen kann und Allah ist derjenige, bei dem einzig und allein die Izzat ist. Deswegen jemand, der eine andere Gesetzgebung sucht, der begeht Küfr. Jemand, der anfängt, das Rizq jemand anders zuzuschreiben, begeht Küfr. Jemand, der behauptet, ein anderer kann auch erschaffen, der begeht Schirk. Jemand, der sagt, jemand anders ist auch Al-Aziz oder die Izzat ist von da zu holen, begeht Schirk. Weil diese Sachen sind einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala zuzuschreiben. Wer nun die Izzat sucht, wer nun geehrt sein will, anerkannt sein will, gewürdigt sein will, geachtet sein will, stark sein will, siegreich sein will, mächtig sein will, soll einzig und allein von Allah, der Al-Aziz ist, die Izzat verlangen. Und in dem heutigen Unterricht geht es darum, wie wird denn ein Muslim Izzat erlangen? Wie gelangt ein Muslim Izzat, diese Izzat? Wann bekommt man diese Izzat, diese Würde, diese Anerkennung, diese Kraft, diese Siegreich? Wie bekommt man das? Und dabei gibt es 4 Wege, um diese Izzat von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Bevor ich jetzt auf diese Wege eingehe, möchte ich auf eine Sache kommen, und zwar, warum sollte denn ein Muslim Izzat überhaupt Ehre besitzen? Warum ist das überhaupt notwendig? Guckt mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat jeden Menschen ehrenvoll erschaffen. Allah sagt, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Und Allah hat Bani Adam, die Kinder Adams, geehrt. Von allen Geschöpfen hat Allah die Kinder Adam geehrt. Egal jetzt ob Muslim, Kafir, Mu'min, unabhängig von seiner Eigenschaft, Allah hat jeden Menschen als erst geehrt. Von allen anderen Geschöpfen ist der Mensch ausgezeichnet. Was passiert denn nun, wenn aber jetzt ein Mensch noch den Islam annimmt? Dann ist sein Wert unermesslich bei allen Bewohnern und dieser Wert, den dieser Muslim hat, ist unbeschreiblich. Bei Ibn Majah wird berichtet, dass der Gesandte Allah sagt, ein Muslim, der La ilaha illallah sagt, dessen Blut ist wertvoller als die Kaaba. Und er sagt weiter, wenn ein Muslim die Zerstörung der Kaaba
ist das kleinere Übel wie das Töten, das Blutvergießen eines Muslims. Yani ein Muslim, dessen Wert ist wertvoller bei den Leuten des Sama und bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist wertvoller wie die Kaaba. Lasst mal die Kaaba beiseite. Der Gesandte Allahs sagt, dies wird bei Abu Dawud und Nasai überliefert, sallallahu alaihi wasallam, Qadrul mu'mini inda Allahi a'zamu min zawali dunya. Dass der Wert eines Gläubigen ist bei Allah höher wie das Verschwinden der Dunya. Yani würde man sagen, soll diese Dunya vernichtet werden oder soll das Blut eines Muslims vergossen werden, dann sollte die ganze Dunya lieber vernichtet werden, statt dass das Blut eines Muslims vergossen wird. Dies ist der Wert eines Muslims bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mensch ist so lange ein Mensch, solange er Wert sieht. Solange ein Mensch sich selbst einen Wert gibt, solange er von anderen wertgeschätzt wird, solange ein Mensch gewürdigt wird, mit Würde behandelt wird, ist ein Mensch ein Mensch. Yani, das kann man sagen, solange ein Arzt von einem Kranken mit Ehre, mit Anerkennung behandelt wird und genau andersrum. Ein Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn die beide sich mit Würde und Achtung behandeln, so ist alles gut. Ehemann und Ehefrau, Vater, Kind, egal in welchem Verhältnis, Muslimbruder zu Muslimbruder, egal wie, in der Jamaat, das Verhältnis, die zwischenmenschliche Beziehung, der Mensch ist erst dann Mensch oder zeichnet den Menschen aus, solange er den anderen mit Izzat behandelt. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen nicht mit Izzat behandelt, dann kommen bei diesen Menschen die schlimmsten Eigenschaften und die ekelhaftesten Charakterzüge zum Vorschein. Ich gebe euch ein Beispiel, zum Beispiel ein Kind. Ein Kind, dessen Eltern sagen zum Beispiel, Allah hat mein Kind in Ehre erschaffen, denn jeder Mensch ist ehrenvoll und behandeln ihr Kind respektvoll, mit Vorsicht, mit Achtung, mit Würde, hören dem Kind zu, zeigen dem Kind den Weg. Dann wird dieses Kind, wenn es groß wird, irgendwann mal ein geehrtes Kind sein. Es wird ein starkes Kind sein. Es wird ein selbstbewusstes Kind sein. Es wird ein Kind sein, was seine Gefühle kontrollieren kann. Jetzt überleg mal, was passiert zum Beispiel, wenn Eltern kommen und genau das Gegenteil machen. Ein Kind und ihr Kind nicht mit Ehre behandeln. Dieses Kind anschreien, dieses Kind schlagen, sich lustig über dieses Kind machen. Dieses Kind, wenn sie lachen wollen, dann rufen sie das Kind in ein Toplum und lachen über das Kind. Oder die Unannehmlichkeiten vom Kind werden vor allen anderen Leuten erzählt. Dieses Kind wird schlecht gemacht, beleidigt, angeschrien. Was passiert mit so einem Kind, wenn es älter wird irgendwann, wenn er nicht mit Würde behandelt wird? Dieses Kind wird später mal ein Kind, was immer wieder von seiner Izzat opfern wird, um anerkannt zu werden. Yani, er wird immer wieder sich fragen, wenn er was macht, werde ich jetzt akzeptiert werden? Er wird versuchen, den Clown immer wieder zu spielen. Er wird immer überlegen müssen, kann ich jetzt meine Emotionen sagen oder werde ich doch nicht akzeptiert werden? Yani, dieser Mensch wird ein Mensch sein, der immer gespalten ist und niemals eine starke und feste Persönlichkeit hat. Dies kommt davon, wenn man einen Menschen nicht mit Würde behandelt und einen Menschen mit Würde behandelt. Das kann man auch auf andere Sachen beziehen. Ob Ehemann oder Ehefrau, wenn die Ehefrau die Ehemann immer schlecht behandelt, ihn beleidigt, ihn anmacht, ihn fertig macht, ihn nicht itat macht, nicht auf ihn hört, dann wird dieser Mann irgendwann kommen und schlimme Dinge machen, die überhaupt nicht gut sind. Das passiert, wenn ein Mensch einen anderen nicht mit Würde behandelt. Genauso wie mit Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das gibt es in allen Bereichen. Genauso wie die Brüder zueinander. Wenn ein Mensch den anderen Menschen nicht mit Würde und Ehre behandelt, so werden schlimme und ekelhafte Charakterzüge zum Vorschein kommen. Deswegen ist es notwendig, dass ein Muslim den Weg der Ehre geht und von Allah die Izzat verlangt. Warum ist das wichtig? Um auf Istiqamah zu bleiben. Warum sollen wir Ehre haben? Warum sollte ein Muslim Izzat besitzen, Aziz sein? Ganz einfach, weil er auf Istiqamah bleiben soll. Das ist der Grund. Wenn ein Muslim auf Istiqamah sein soll und auf diesem Tawhid-Weg stabil und standhaft bleiben soll und auf diesem Weg sterben soll, dann ist es Voraussetzung, dass dieser Mensch Aziz ist. Wenn der Mensch nicht Aziz ist, dann wird er nicht auf Istiqamah bleiben und irgendwann früher oder später von diesem Weg abkommen. Guck mal, wir haben gelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle seine Eigenschaften, alle seine, Hasina, seine Schätze, die er bei sich aufbewahrt, auf die Menschen verteilt, auf die Menschen hinabsendet, aber immer nur, wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind, wenn einige Taten zustande kommen.
Selbst wir haben gesagt in dem Unterricht von Ar-Rahman und Ar-Rahim, die allumfassendste Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist das Rahmat Allahs. Selbst diese teilt er nicht auf die Menschen auf, wenn nicht erst einige Voraussetzungen erfüllt sind, einige Bedingungen erfüllt werden, dann erst sendet Allah subhanahu wa ta'ala diese Rahmat auf den Menschen herab. Und genauso ist es mit der Izzat. Allah ist Al-Aziz, richtig, aber Allah sendet die Izzat erst auf diesen Diener hinab, wenn er einige Voraussetzungen erfüllt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, sprich, O Allah, Herr des Königreichs, Herr des ganzen Herrschaft und des ganzen Besitztums. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Du bist es, der das Mulk, der das Besitz, gibst, wen du es möchtest, und du entziehst das Mulk, das Besitztum, wem du es möchtest. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Und du ehrst, wen du möchtest, du würdigst, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst und wen du möchtest. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. In deiner Hand ist das Gute, denn du bist zu allem fähig, du hast zu allem die Macht. Richtig, Allah gibt Besitz, wen er möchte, und Allah entzieht es, wen er möchte. Richtig, Allah gibt Ehre, wen er möchte. Richtig, Allah erniedrigt, wen er möchte. Richtig, aber derjenige, der geehrt wurde, wurde aufgrund von einigen Gründen geehrt, und derjenige, der erniedrigt wurde, wurde erniedrigt, weil er einige Dinge getan hat. Derjenige, der Allah Besitz gegeben hat, war, weil er einige Voraussetzungen erfüllt hat. Den Allah entzogen hat, war aufgrund dessen, weil er einige Bedingungen oder Taten vollbracht hat. Deswegen, wenn wir die Izzat von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen oder diese Izzat haben möchten, so gibt es 4 Wege. 4 Wege, um die Izzat von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Das erste ist Itaat, Taat und Salih Amal, Amalus Salih. Das bedeutet das Gehorchen Allahs, die Gefolgschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und das Verrichten guter Taten. Eine Regel solltet ihr nicht vergessen, und zwar sowohl Liebe als auch Hass, sowohl Ehre als auch Erniedrigung beginnt erst im Sama. Eine Ehre und Erniedrigung, genauso wie Liebe und Hass, beginnt erst bei Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wenn Allah dich liebt, dann wirst du von den Leuten der Erde erst geliebt werden. Wenn Allah dich erniedrigt, so wirst du von den Leuten der Erde ebenfalls erniedrigt sein. Wenn Allah dich aber ehrt, wenn Allah dir Izzat gibt, dich Aziz macht, so wirst du auf der Erde ein geehrter Mensch sein, und selbst deine Feinde werden dir Respekt und dir Würde zeigen. Wir werden noch zu einigen Beispielen kommen. Allah sagt im edlen Koran, Man kana yuridu al-izzata, falillahi al-izzatu jami'a. Jeder, der auch Izzat haben will, soll wissen, dass das gesamte Izzat bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dann sagt Allah weiter, وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Das gute Wort steigt zu Allah subhanahu wa ta'ala, und die guten Taten nimmt Allah subhanahu wa ta'ala zu sich hoch. Bei Allah geehrt sein könnt ihr nur, indem ihr Allah subhanahu wa ta'ala Itaat macht, mit dem guten Wort und dem Amal al-Salih. Mit diesen 2 Sachen könnt ihr bei Allah subhanahu wa ta'ala Ehre erlangen. Guck mal, Allah sagt im edlen Koran, Inna akramakum indallahi atqakum. Der anerkannendste von euch allen ist bei Allah derjenige, der die meiste Gottesfurcht in sich trägt. Es ist nicht derjenige, der das meiste Mulk besitzt. Es ist nicht derjenige, der eine starke Macht hat oder dem 100.000 Leute zuhören. Derjenige, der bei Allah am anerkanntesten ist derjenige, der die meiste Gottesfurcht hat. Derjenige, der das gute Wort spricht. Derjenige, der gute Taten verrichtet. Denn nur wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt, nur Allah folgt, nur Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht und anfängt, gute Taten zu verrichten und Gutes zu sagen, dann werden eure Taten und eure Amal komplett zu Allah steigen. Dann werdet ihr bei Allah anerkannt werden. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala es dazu bringen, dass die Leute der Erde, dass die Leute, die auf dieser Erde sind, euch ebenfalls lieben und euch Ehre zuweisen. Bei Tabarani von Huzaifa wird berichtet, also Huzaifa sagt diese Aussage, er sagt, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَاعَتِهِ. Alles, was man von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen kann, alles, was bei Allah ist, kann man nur durch Itaat zu Allah auch erlangen. Yani, zum Beispiel, euer Rizq hat sich verringert, ihr seid in einer wirtschaftlichen Notlage, da macht es nicht Sinn, wie einige Leute handeln, nicht mehr in die Moschee kommen, ihre Amal zu Allah verringern
und versuchen so ihre Schulden unter Kontrolle zu kriegen, indem sie mehr arbeiten oder andere Leute anbetteln. Das ist komplett in die falsche Richtung gehen. Wenn ihr in einer Notsituation seid wirtschaftlich, so ist das Rizq bei Allah, so macht es mehr Sinn, dieses Rizq von Allah noch mehr zu verlangen, noch mehr Ibadat zu machen. Wenn ihr Ilm-Talabesse seid und ihr wollt Ilm erlangen, so macht es keinen Sinn, aufgrund von eurem Studium, weil ihr Klausur schreibt, nicht mehr zur Moschee kommen, eure Dawa zu vernachlässigen für ein halbes Jahr, weil ihr eine Hausarbeit macht. So ist genau der falsche Schritt. Ihr müsst euch noch mehr Allah nähern, damit euch Allah von diesem Ilm gibt und es euch leicht macht. Und genauso ist es auch mit der Izzat. Wenn ihr Aziz sein wollt, wenn ihr Izzat von Allah verlangen wollt, wenn ihr auf der Erde anerkannt sein wollt, respektiert sein wollt, würdig sein wollt, siegreich sein wollt, mächtig sein wollt, so ist es sehr wichtig, dass ihr dies von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt und nicht woanders sucht. Nicht anfängt zu sagen, ich habe mir das geholt, ich habe mir das gekauft oder guck mal, ich bin jetzt mit dem. So erlangt ihr keine Izzat und das ist genau in die entgegengesetzte Richtung. Ibrahim ibn Harb, einer von den Salaf, sagt, wenn jemand Allahs Befehle ehrt, Allahs Befehle erfüllt und diese gehorcht, so wird Allah ihn ebenfalls geehrt machen und ihn erfüllen. Es kommt ein Vers, ihr hört ein Vers im edlen Koran, Allah verbietet euch das, Allah gebietet euch dies, Allah gibt euch diesen Weg vor, Allah sagt dies und ihr sagt in euch innerlich, ich werde dieses umsetzen, dann werdet ihr schon bei Allah Izzat kriegen. Und ihr setzt es um, sagt Ibrahim Harb, so wird Allah euch Ehre geben. Warum aber? Guck mal, warum? Das ist so alles logisch. Wenn jemand kommt und Allah ehrt, Allah Achtung schenkt, Allah seinen Worten gehorcht, so wird Allah sagen, dieser Diener hat mich wertgeschätzt, dieser Diener hat mir Achtung geschenkt, dieser Diener hat mich respektiert, so werde ich ihn geehrt machen. Ich werde ihn anerkennen und Ehre geben. Ich werde ihn auf der Dunya ebenfalls Ehre geben, sodass er in den Augen der Menschen und im ganzen Bewohner des Sama bei den Engeln ebenfalls geehrt sein soll. Yani, wenn ihr Allah ehrt, wenn ihr Allah Achtung schenkt, so wird Allah euch geehrt machen und euch ebenfalls Achtung schenken. Genauso ist mit dem Gegenteil. Wenn jemand Ma'asiyat begeht, also Sünden begeht, Allah nicht beachtet, Allahs Grenzen missachtet, Allah überhaupt missachtet, so wird Allah den Diener auf dieser Dunya erniedrigen. Und Allah sagt im edlen Koran, فَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Und wen Allah auch erniedrigt, für den gibt es niemanden, der ihn ebenfalls wieder ehren kann. Yani jemand, der auf dieser Dunya erniedrigt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, für den gibt es niemals wieder eine Ehre. Yani, wenn ihr Allah nicht achtet, wenn ihr Allah nicht respektiert, dann wird doch Allah sagen, mein Diener hat mich nicht wertgeschätzt, mein Diener hat mich nicht geehrt, mein Diener beachtet mich nicht. Warum soll ich diesem Diener Ehre geben? Warum soll ich diesen Diener geehrt machen? Dieser Diener soll erniedrigt sein im Sama und auf der Erde. Mujahid, der Schüler von Ibn Abbas, sagt, إِذَا أَقْبَلَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ أَقْبَلَ اللَّهُ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ. Jemand, wenn ein Diener mit voller Liebe zu Allah gegenüber Itaat macht, so wird Allah ihn die Gläubigen lieben lassen. Yani ein Mu'min, der Allah liebt, der Allah wertschätzt, der Allah achtet, den wird Allah die Gläubigen ihn lieben lassen. Allah wird es dazu führen, dass die Gläubigen ihn lieben, ohne dass er irgendwas macht. Allah wird es in die Herzen der Gläubigen eingeben. Und so ist auch jemand, der mit Zikr, mit seinen Gebeten, mit seinem Mujadala, mit seinem Daba, was er macht, mit seinen Anstrengungen fi sabilillah, indem er versucht, eine gute Ehefrau zu sein, indem er versucht, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Bruder im Islam zu sein, eine gute Schwester im Islam zu sein, ein guter Elternteil zu sein, um sein Kind islamisch zu erziehen. Jemand, der sich so anstrengt auf Allah seinen Weg, dieser wird auf Allah, bei Allah und überall geehrt sein. Allah sagt in einem Hadith, der wird bei Bukhari Muslim überliefert, wenn ein Mensch Allah achtet und Allah ehrt, sagt Allah, Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahabbahu. Wird Allah die Engel befehlen, Allah liebt diesen Diener, so liebt ihr auch diesen Diener. Und die ganzen Leute des Sama werden diesen Diener lieben und diesen Diener ehren. Und dann wird dieser Befehl runtergehen und die Herzen der Gläubigen werden ebenfalls diesen Diener lieben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir aufpassen. Itaat, Gefolgschaft, Allahs Grenzen einzuhalten, Allah zu gehorchen. Wenn ihr wisst, Allah sagt das, dann werde ich werde das durchführen. Ob es mir passt oder nicht, ob es gegen meine Kultur spricht oder nicht, ob ich jetzt mir mehr Feinde mache oder nicht,
ich will bei Allah geehrt sein, deswegen werde ich diese Sachen befolgen. Sagt ihr aber nein, überschreitet eure Grenzen, dann werdet ihr in Zillet gelangen und Allah wird euch ebenfalls erniedrigen. Abdullah bin Abbas sagt, Ta'at, Gefolgschaft zu Allah, die Gehorchen gegenüber Allah, macht das Gesicht sehr schön. Das Herz voller Nur, das Herz, wenn ein Zweifel in das Herz kommt, wird dieses Nur, diesen Zweifel vertreiben und es macht den Körper stark. Der Diener hat sehr viel Kraft, um noch mehr Ibadah zu verrichten, um noch mehr Amal al-Salih zu verrichten. Und Ma'asiyat, Sünden, die Grenzen Allahs überschreiten, macht genau das Gegenteil. Es macht das Gesicht hässlich, das Herz dunkel, schwarz und jede Sünde wird noch dunkler und das macht den Körper schwach. Es fällt dir schwer, gute Taten zu verrichten. Es fällt dir schwer, überhaupt Abdest zu machen. Es fällt dir schwer, überhaupt ein Sadaka zu geben. Warum? Du bist erniedrigt. Du bist ein Mensch, der viel Ma'asiyat begeht, der viel Sünden begeht. Deswegen, wenn jemand das bei sich empfindet, so ist es wichtig, dass er seine Gefolgschaft, seine Tat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala vermehrt. Und denkt dran, wenn ein Mensch erniedrigt wird, für den gibt es niemals wieder eine Ehre, außer bei Allah. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Den Allah erniedrigt, für den gibt es keine Ehre. Als Hassan al-Basri diesen Vers hört, wird er emotional, sehr, sehr emotional. Und er sagt, هَانُوا عَلَيْهِ فَعَصَوْهُ وَلَوْ عَزُّوا عَلَيْهِ لَعَصَمَهُمْ. Er sagt, wo er diesen Vers hört, wenn Allah einen erniedrigt, dann gibt es für ihn keinen, der ihm wieder Ehre geben kann. Und Hassan al-Basri sagt, weil sie bei Allah erniedrigt gewesen waren, hat Allah ihnen erlaubt oder hat Allah ihnen die Möglichkeit gegeben, diese Sünden zu begehen. Wären sie bei Allah geehrt gewesen, so hätte Allah zwischen ihnen ein Hindernis gestellt, um die Sünden nicht begehen. Es ist genauso wie wenn ihr einen Menschen zum Beispiel, den ihr liebt, den ihr ehrt, den ihr respektiert, wenn ihr seht, er geht in eine falsche Richtung, der macht das falsch, dann schreitet ihr immer sehr schnell ein. Warum? Ihr wollt nicht, dass er etwas falsch macht. Aber wenn jemand, den ihr nicht beachtet, der keine Ehre hat, der sowieso erniedrigt ist, der schlecht ist, eine Sache macht, der macht das falsch, dann würdet ihr nicht zu ihm sagen, guck mal, du machst das falsch, mach das nicht so. Dann würdet ihr sagen, mir doch egal, soll er machen, was er will. Und genau so ist es auch. Wenn ihr bei Allah erniedrigt seid, dann wird Allah, genau weil ihr ja erniedrigt seid, weil ihr euch nicht an diese Itat Allahs Gefolgschaft hält, wird Allah euch erniedrigen und euch erlauben, ganz viele Sünden, also Möglichkeit geben, ganz viele Sünden zu begehen. Aber wenn ihr bei Allah geehrt seid, wird Allah euch immer wieder Hindernisse, wenn ihr was falsch machen wollt, ein Hindernis davor stellen, um keinen Fehler zu begehen. Warum? Weil Allah will nicht, dass ihr erniedrigt werdet, sowohl in der Dunya, weil Ma'asiyat erniedrigt einen, und Allah will nicht, dass ihr im Sama, wenn ihr irgendwann eines Tages bei Allah subhanahu wa ta'ala seid, er euch eure Sünden aufzieht und ihr erniedrigt seid. Deswegen will er euch geehrt lassen und lässt ein Hindernis zwischen euch und den Sünden kommen. In dem Hilyatul Awliya wird berichtet von den Tabi'in, Jubayr ibn Nufayl, als sie Zypern, Kybris eroberten, sah er Abu Darda in der Ecke weinen. Die Schlacht war zu Ende und er sah Abu Darda, obwohl sie gewonnen haben, die Schlacht von Zypern, Kybris, sah Abu Darda weinen. Und er sagte zu Abu Darda, wieso weinst du? Und er sagt zu ihm, weißt du, warum ich weine? Ich weine, weil dieses Volk war einst ein Volk gewesen, was geehrt gewesen war. Sie waren mit ihren Familien, ihr Handel lief, sie waren in ihrer Festung fest gewesen. Sie hatten ihre Abläufe, sie hatten ihre Kinder, sie hatten ihren normalen Tagesablauf. Sie waren Aziz gewesen, aber nun sind sie erniedrigt geworden. Ihre Männer sind getötet worden, ihr Besitz wurde als Ganimet genommen, ihre Frauen zu Jariyah genommen. Und da fing er an zu weinen und hat gesagt, und ich fürchte, dass die Umma eines Tages ebenfalls in Kufr verfällt, weil sie im Unglauben sind, in Unglauben verfällt und Allah sie ebenfalls so erniedrigt. Und dann sagt er diese Aussage und er sagt, wie sehr doch Allah jemanden erniedrigt, wenn er sich Allah gegenüber auflehnt. Allahu Akbar. Sie waren so sicher gewesen, so gut gewesen und Allah hat sie aufgrund von ihrem Unglauben erniedrigt. Und er sagt, wie Allah doch einen erniedrigt, wenn er sich gegenüber Allah auflehnt und Unglauben begeht. Hier will er sagen eigentlich, wir sind es nicht die erniedrigt haben. Es war ihr Unglaube, der sie dazu gebracht hat, dass sie erniedrigt wurden. Nicht wir waren es. Ihr Unglaube hat sie dazu geführt, dass Allah sie erniedrigt hat. Es war ihr Unglaube. Und genauso ist es heute. Wenn ihr heute nach Syrien schaut, in den Irak schaut, überall in Jemen schaut, nach Palästina, egal wo ihr hinschaut, so ist es aufgrund von dessen, weil diese Leute sich gegenüber Allah
in Ma'asiyat befunden haben. Sie haben sich gegenüber Allah in Sünde befanden und Allah hat sie erniedrigt. Es ist nicht aufgrund von diesen Salims, weil Allah hat sie erniedrigt. Ihre Taten haben dazu geführt, dass diese Salim auf sie kommen werden. Wären sie gegenüber Allah aufrichtig gewesen, so hätte Allah sie nicht erniedrigt und diese Kuffar wären nicht über sie gestürzt wie die Tiere. Dies war aufgrund von dessen gewesen, weil sie sich gegenüber Allah aufgelehnt haben. Glaubt ihr denn, die Leute, die heute in Syrien oder in Irak oder in Afghanistan, egal waren, es sind alles gläubige Menschen gewesen? Sie haben ihr Leben im Glauben zu Allah verbracht? Im Gegenteil, sie waren ein sehr auflehnerisches Volk gewesen, sodass Allahs Zorn über sie gekommen ist. Und sie werden erst diese Izzat wieder erlangen, wenn sie sich Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Das war der erste Punkt. Wie man Izzat erlangen kann, ist, indem man Ta'at zu Allah macht, Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, seine Grenzen, seine Befehle einhält und Amalus Saleh, gute Taten verrichtet. Der zweite Punkt ist, um Izzat zu erlangen, um Izzat zu bekommen, ist, sich an den Koran klammern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز, und ganz gewiss ist dieses Buch ein Buch, was Aziz ist. Es ist ein gewaltiges Buch, es ist ein geehrtes Buch. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Das Schlechte kann weder sich an den Koran herankommen, weder von vorne noch von hinten. Tanzilu min Hakimin Hamid. Es ist eine Offenbarung vom Allweisen und der dem Lob würdig ist. Allah bezeichnet denjenigen, der Ahlul Quran ist, yani Leute vom Koran sind, der den Koran zu seinem Freund nimmt, dass Allah diesen Menschen ebenfalls Aziz macht. Warum? Weil der Koran ist Aziz. Der Koran ist Aziz. Derjenige, der sich mit dem Koran beschäftigt, wird Izzat von Allah verlangen. Wie der mit dem Koran beschäftigt? Derjenige, der den Koran liebt. Derjenige, der den Koran liest. Derjenige, der den Koran auswendig lernt. Derjenige, der den Koran lernt. Derjenige, der seine Motivation sich vom Koran holt. Derjenige, der seine Sorgen und Probleme nach dem Koran löst. Derjenige, der seine Zweifel mit dem Yaqin vom Koran auflöst. Derjenige, der sich an den Koran klammert. Derjenige, der, wenn er einen Freund braucht, sich an den Koran klammert. Derjenige, der, wenn er in einer Notsituation ist, sich den Koran und einfach den Koran liest. Derjenige, der verraten wird, sich danach den Koran nimmt und sich dann den Koran widmet. Derjenige, der sein Nur vom edlen Koran holt, dieser ist Ahlul Quran und diesen wird Allah Izzat geben. Manchmal kann es vorkommen, dass ihr beim ersten Mal, wenn ihr den Koran liest, nicht diesen Koran so versteht. Manchmal kann es vorkommen, dass ihr liest den Koran ein paar Mal, aber das gibt euch nichts. Natürlich nicht. Ihr müsst den Koran überhaupt erstmal einen Wert geben, sodass Koran euch einen Wert gibt und euch Aziz macht. Es ist ein gewaltiges Buch, es ist ein geehrtes Buch. Ihr könnt nicht das Buch nehmen, als wäre es ein Roman, ja, eure Füße überschlagen und dieses Buch lesen. Es ist ein gewaltiges Buch. Es ist ein Buch, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Dieses Buch müsst ihr euch anstrengen, ihr müsst was opfern, ihr müsst vielleicht nachts aufstehen. Yani, ihr müsst zeigen, dass ihr den Koran ehrt. Dann wird Allah euch durch den Koran ebenfalls Ehre geben. Ihr könnt euch nachts, wenn alle schlafen, aufstehen und nur mit der Absicht, den Koran zu verstehen, den Koran zu lesen. Und wenn ihr den Koran liest, dann nicht als würde er zu einem anderen hinabgesandt worden, sondern als würde Allah subhanahu wa ta'ala direkt zu euch sprechen. O, die ihr glaubt. Und damit sagst du, Allah meint mich gerade. Tu dies, mach das, lasse dies, tu dieses. Wisse, das ist so, wisse, diejenigen sind so. Und dass du das 1:1 auf dich nimmst und sagst, der Koran ist gerade, als würde auf mich hinabgesandt kommen, dann gehörst du zu den Ahlul Quran. Bei Muslim wird überliefert von Nafi ibn Abdul Haris, dass er eines Tages Umar ibn Khattab in Usfan, das ist in der Nähe, wo der Vertrag von Hudaybiyah abgeschlossen worden ist, er traf auf ihn. Umar ibn Khattab traf auf Abdul Haris und Abdul Haris war der Gouverneur, der Emir von Mekka gewesen. Und Umar ibn Khattab, ihr wisst, er war immer sehr genau gewesen, was Staatssachen betroffen hat, fragte, wen hast du überhaupt als Gouverneur hinterlassen in Mekka? Du bist zurückgekommen, wen hast du als Emir hinterlassen, der die Gebete verrichtet, sich um die Muslime da kümmert? Und er sagt, Ibn Abza. Und Umar ibn Khattab überlegt und sagt, wer ist Ibn Abza? Er kennt keinen von den Muhajir oder von den Ansar, der Ibn Abza heißt. Und Abdul Haris sagt, es ist einer unserer ehemaligen Sklaven, der jetzt frei ist.
Und Umar ibn Khattab ist verwundert und sagt, du hast einen Sklaven, einen ehemaligen Sklaven, als Emir eingesetzt, obwohl Sahaba unter euch sind. Und er sagt, ja Amirul Mu'minin, ja Umar, innahu qari'un li kitabillah, er ist derjenige, der den Koran liest, der das Buch Allahs liest, wa innahu alimul bil faraid, und er ist derjenige, der sich mit ganzen Farslern, mit den Pflichten gut auskennt. Daraufhin sagt Umar ibn Khattab, oh ihr Menschen, oh ihr Leute, ich hörte von eurem Propheten sagen, inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u biha akharin. Allah ehrt mit diesem Buch einige Völker und andere Völker erniedrigt er mit diesem Buch. Und genauso ist es auch. Ehemaligen Sklaven, sage ich mal, können mit diesem Buch geehrt sein. Ata ibn Abi Rabah ist auch ein ehemaliger Sklave, aber einer von Tabi, einer von den größten Gelehrten, von den größten, Leute, bis heute profitieren von diesen Leuten. Von den Tabi'in gab es mehrere solche, Imam Qurtubi, das sind alles nicht Leute gewesen, übrigens, das sind nicht Leute gewesen, die mächtig waren, 2 Meter groß waren, schön waren, körperlich topfit waren, wo man die anguckt hat, hätte man gesagt, oh, man hat Angst vor dem. Das waren alles, ich sag mal, Gariban gewesen vom Optischen, die vielleicht sogar Mangel körperlich hatten, vielleicht blind waren oder krank waren, aber der Koran, weil sie Wissen vom Koran hatten, weil sie Ahlul Quran waren, hat Allah sie so geehrt gemacht, dass Kalifen zu ihren Füßen kamen, dass Emire zu ihren Füßen kamen. Warum? Weil der Maßstab ist der Koran. Der Maßstab ist der edle Koran. Der edle Koran ist derjenige, der sogar einen Jugendlichen zu einem Emir macht, einer ganzen Armee, wo richtige Sahaba wie Umar ibn Khattab drunter sind. Der Maßstab ist der edle Koran. Der beste Da'i, der beste Tebligi ist derjenige, der sich am besten mit dem Koran auskennt. Der beste Gelehrte ist derjenige, der sich am besten mit dem Koran auskennt. Der edelste von euch ist derjenige, der sich am edelsten mit dem Koran auskennt. Der beste Ahlak von euch ist derjenige, der am besten den Koran beherrscht. Der Koran ist das Maßstab und sonst nichts anderes. Guck mal, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Jeder Prophet hat eine Mu'jiza bekommen. Musa hat das Wasser gespalten, Isa a.s. hat die Kranken geheilt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde mit dem Koran abgesandt. Der Koran ist wahrlich eins der größten Mu'jiza und die größte, das gewaltigste, was Allah überhaupt hätte der Umma geben können. Das ist eine Sache, die wir leider stark vernachlässigen. Sehr stark vernachlässigen. Der Koran wird im Jenseits nicht nur auf dieser Dunya dir Ehre geben, sondern im Jenseits dir ebenfalls Schafa'at sein und dir Ehre geben. Der edle Koran. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, der Koran wird am Tag der Auferstehung kommen und sagen, o mein Herr, der Diener, dieser Diener hat sein Leben mit mir verbracht. So kleide ihn mit der Kleidung der Izza, der Ehre. Und Allah wird ihn eine Krone auf den Kopf setzen, wie so ein König. Dann wird der Koran sagen, mein Herr, gib ihm noch mehr. So wird er mit einem Gewand der Ehre bekleidet. Und zwischen allen Gläubigen wird er der auffälligste sein. Dann sagt der Koran, mein Herr, sei mit ihm zufrieden. Wird mit ihm rasi. Zufrieden sein bedeutet, das Paradies einzugehen. Ein Zufrieden sein ist das Maximum, was man erreichen kann bei Allah. Dass Allah mit dir zufrieden ist. Und der Koran wird sagen, oh mein Herr, sei mit ihm zufrieden. Er war in der Dunya mein Freund. Und Allah wird mit ihm zum Frieden sein. Dann wird Allah sagen, lies den Koran, steig hinauf, für jeden gelesenen Vers bekommst du eine gute Tat. Dies wird bei Tirmizi überliefert. Abdullah bin Amr, eine andere Überlieferung, da berichtet der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dem Gefährten des Korans wird gesagt, lies, steig hinauf und rezitiere, so wie du im Diesseits den Koran rezitiert hast. Und deine Stellung befindet sich in dem letzten Vers, den du auswendig gelernt hast. Du wirst den Koran alles auswendig sagen, bis du den letzten Vers sagst, und das wird eine Stufe im Paradies sein. Und ebenfalls ist es auch so, der Koran, Eltern, die sein Kind den Weg ebnen, damit er den Koran lernt, damit er sich den Koran aneignet, sein Kind den Koran beibringen, ihn zu einem Hafiz macht, sich dafür einsetzt, dass dieses Kind Ahlul Quran wird, dann
werden diese Eltern im Jenseits sogar ganz besonders gekleidet sein. Sie werden aufgrund von ihrem Kind, weil sie den Weg für ihn zum Koran leicht gemacht haben, werden sie geehrt sein. Sie werden eine besondere Kleidung tragen. Guck mal, dieser Koran ist so edel, wie weit diese Ehre hinspritzt, sage ich mal. Es geht nicht direkt auf den, sondern auf den, der diesen Weg geebnet hat. So ehrenvoll, so gewaltig ist der edle Koran. Und bei Bukhari Muslim sagt der Gesandte Allahs ein Befehl: liest den Koran, damit er im Jenseits für euch Fürsprache einlegen kann. Der Koran ist daher eine sehr wichtige Sache. Das, was heute am meisten vernachlässigt wird. Die Leute lesen lieber andere Bücher oder versuchen, andere Bücher zu lesen, auswendig zu lernen, damit sie das gut aufsagen können, arabische Sachen, aber haben total vernachlässigt, den edlen Koran aufzusagen. Guck mal, überhaupt den Koran zu lesen. Wie wenige Menschen lesen am Tag den edlen Koran? Was gibt es denn für eine Erniedrigung, wenn man den edlen Koran vernachlässigt? Wenn man diesen edlen Koran, der so geehrt ist, nach hinten schmeißt. Das ist der Grund, warum der Gesandte Allah sich im Jenseits sogar beschweren wird. Und der Gesandte Allah wird sagen, steht in Surah Furqan, und der Gesandte Allah wird sagen: Ja Rabbi, inna qawmi ittakhazu hadha al-Qur'ana mahjura. O Allah, o mein Herr, mein Volk hat diesen Koran vernachlässigt. Sie haben sich abgewendet von diesem edlen Koran. Das wird der Grund sein, warum der Gesandte Allah sich beschweren wird. Das wird den Gesandten Allahs am meisten verletzt haben, weil wir uns von diesem edlen Koran abgewendet haben. Abgewendet haben. Für was? Damit wir besser debattieren und andere Bücher lesen können, über Kalam, über irgendwas. Worüber, was sind eure Probleme? Was liest ihr? Was liest ihr und warum liest ihr diese Sachen? Liest ihr Sachen, um mit Menschen zu debattieren? Liest ihr diese Aussagen, wo die Gelehrten sich gegenseitig, ich sag mal, Retiers gegeben haben? Habt ihr Spaß daran, wie sich Leute fighten? Habt ihr Spaß daran, wenn Leute, die Gelehrten sich gefeit haben und ihr nimmt diese wie als eine Waffe und hält das den heutigen Leuten vor? Thematiken, die vor 500, 600 Jahren mit Streit waren, heute wieder neu aufrollen, nur damit ihr sagt, ihr habt was. Was sind eure Ziele? Womit beschäftigt ihr euch? Wallahi, ihr werdet aber erniedrigt sein. Hatta, ihr seid erniedrigt, aber ihr versteht es noch nicht mal. Und Allah erlaubt es noch nicht mal. Gibt euch nicht mal die Augen, gibt euch nicht mal das Nur, um zum Koran zu kommen, damit ihr den edlen Koran liest. Eine weitere Sache, die ich hier erwähnen will, ist, jemand, der eine Pflicht vernachlässigt, wird nicht zu einem Kafir. Jemand, der aber eine Pflicht verleugnet, die Allah als Farz gemacht hat, wird zu einem Kafir. Was ist denn mit einem, der eine Pflicht überhaupt gar nicht beachtet? Als würde es nicht geben. Komplett missachtet. Was ist denn mit diesen Leuten? Diejenigen, die diesen edlen Koran nach hinten werfen und sich anderen Gesetzen widmen, demokratischen Gesetzen widmen, sozialistische Gesetze widmen, kapitalistische, egal was für Gesetze widmen, kulturelle Gesetze widmen und den Koran nach hinten schmeißen. Und ihr wisst, Allah schwört selten auf seinen eigenen Namen im edlen Koran. Und hier schwört Allah, weil es um das Buch Allahs geht, um den Koran geht, schwört Allah und Allah sagt: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah sagt: Nein, bei deinem Herrn, ihr seid nicht ehrgläubig. Ihr seid nicht ehrgläubig. Ihr seid keine Gläubige. Egal wie ihr euch betitelt, ihr seid keine Gläubigen. Warum seid ihr keine Gläubigen? Bis ihr in dem, wo ihr euch uneinig seid, eure Streitthemen sind, den Koran und die Sunna, das Buch Allahs, die Sunna, den Gesandten, als euer Mittelsmann nimmt, als Gesetz, als Hukum nimmt und danach mit dieses Hukum zufrieden seid und nicht ein Groll in eurem Herzen entsteht. Jemand, der dieses edle Buch, was Aziz ist, nach hinten wirft und sich andere Gesetze widmet, Kufr-Gesetze widmet und dieses edle Buch vernachlässigt, dieser Mensch ist ganz gewiss ein Kafir. Dieser Mensch ist ganz gewiss bei Allah wertlos. Er ist bei Allah wie Najis. Jemand, der den Koran so missachtet, der verdient auch nichts anderes, außer Najis zu sein. Und das geht an alle Menschen, die demokratisch wählen gehen, sich an Demokratie beteiligen, die glauben, Allahs Gesetze seien jetzt nicht umsetzbar, die Zeiten haben sich geändert oder man müsste hier warten, man muss erstmal diese Wege gehen, bis man dann irgendwann mal den Koran dann wieder als Gesetz einführen kann. All diese Menschen verdienen nichts anderes, außer erniedrigt zu sein. Und das sind sie auch. Das war der zweite Punkt. Wie man Izzat erlangen kann, ist, indem man Ahlul Quran wird, indem man mit dem Koran eins wird, dem Freund vom Koran wird.
Der dritte Punkt ist, wie man Izzat erlangen kann von Allah subhanahu wa ta'ala, ist, indem man viel vergibt und barmherzig ist. Indem man den Menschen, vor allem wenn es um seine persönlichen Angelegenheiten geht, den Menschen viel vergibt und einfach mal nicht auf seine persönlichen Sachen beharrt, immer verhärtet auf sein Recht besteht. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagt, Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Das Besitz meines Dieners wird durch Sadaqa geben niemals verringert. Niemals. Wa ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izzan. Und es gibt keinen Diener, der vergibt und der danach Ehre dadurch bekommt. Wa ma tawada ahadullahi illa raf'ahu Allah. Und es gibt niemanden, der bescheiden ist und aufgrund von seiner Bescheidenheit Allah ihn seine Stufe, seine Position emporhebt. Der Gesandte Allah sagt uns hier, es gibt niemanden, der durch Sadaqa geben arm wird, dessen Besitz sich verringert. Jemand, der glaubt, dass wenn ich Sadaqa gebe, mein Besitz weniger wird oder, naja, vielleicht habe ich danach weniger Geld, ich brauche es gerade, weil ich habe Schulden, ich habe das. Sadaqa wird, danach habe ich noch mehr Probleme, der ist schon mit Shaitan eins geworden, der hat schon mit Shaitan einen Pakt geschlossen, weil Allah sagt im edlen Koran, Ash-Shaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Es ist Shaitan, der euch einflüstert, die Armut einflüstert, und er ist es, der euch das Schändliche empfiehlt, sagt der Gesandte Allahs. Yani, was ist hier das Problem? Jemand, der Shaitan kommt und sagt, guck mal, wenn du jetzt Geld gibst, dann wirst du abhängig sein von Leuten, du machst dich muhtaj gegenüber anderen Leuten, gib nicht lieber, ja, du hast so gerade selbst Probleme, aber der kann das so auch mal geben, und der Shaitan kommt, gibt dir irgendeine Wespe und du gibst nicht. Aber das ist falsch. Der Gesandte Allah sagt, das ist gegenüber Sunnatullah unmöglich. Jemand, der Sadaqa gibt, sein Besitz wird niemals aufgrund von diesem Sadaqa verringert. Wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah verspricht euch nämlich Vergebung und seine Gunst in vollem Maß, und Allah ist allumfassend und allwissend. Vergeben. Es gibt niemanden, der aufgrund von seiner Vergebung erniedrigt wird. Guck mal, vergeben bedeutet nicht erniedrigt sein. Nachsichtig zu sein bedeutet nicht erniedrigt zu sein. Über den Fehler hinwegschauen vom anderen bedeutet nicht, dass ihr schwach seid oder dumm seid. Den anderen nichts vorhalten, du hast was gesehen, drückst ein Auge zu, bedeutet nicht, dass du schwach bist. Eine Sache wieder gut machen bedeutet nicht, dass du schwach bist oder dass du erniedrigt bist, dass du ein Niemand bist, dass du keinen Wert hast. Eine Sache zugeben bedeutet nicht, erniedrigt zu sein. Genau das sagt der Prophet. Im Gegenteil. Jemand, der vergibt, Allah wird ihm Izzat geben. Jemand, der viel vergibt, der hat viel Izzat, der ist sehr geehrt. Vergebung ist niemals der Grund, warum ein Mensch erniedrigt ist oder als schwach angesehen wird. Der Shaitan kommt, macht natürlich Waswasa. Wenn du jetzt drüber hinweg schaust, dann sieht das so aus, als wärst du schuldig. Wenn du jetzt ihm vergibst, dann sieht das so aus, naja, als hättest du irgendwo Teilschuld. Naja, vergib ihn lieber nicht, sonst was sollen denken? Ja, nee, du kannst doch nicht immer vergeben. Dann denken Leute, oh, die können mit dir spielen, die können mit dir alles machen. Komplett falsche Einstellung. Komplett falsche Einstellung. Denn der Gesandte Allah sagt, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Niemanden von seinem Diener, niemanden wird erniedrigt, wenn er vergibt. Denn jeder, der vergibt, dem wird Allah Ehre geben. Und es gibt niemanden, der bescheiden ist und aufgrund von seiner Bescheidenheit von Allah emporkommen will. Yani, indem du kein Kibr hast, indem du nicht hochmütig bist, herablassend bist zu anderen, dich was Besseres siehst, keine Nasir annimmst von anderen, indem du denkst, du bist was. Wenn du all die Sachen nicht hast und deine Zelil, deine Erniedrigung gegenüber Allah verstanden hast, dass du ein Nichts und Niemand bist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah dich emporheben und deine Stufe erhöhen. Du musst dich nicht aufspielen, um zu denken, jetzt muss ich respektiert werden, ich muss eine hohe Position erlangen. Nein, du erreichst eine hohe Position, indem du bescheiden bist. Dadurch erreichst du eine hohe Position. Guck mal, was bedeutet aber vergeben, dem Menschen vergeben? Dem Menschen vergeben bedeutet, nicht auf sein Recht zu beharren. Du bist im Recht, okay, aber beharre nicht auf dein Recht. Vergeben bedeutet, nicht immer, was sein Ego sagt, auf sein Ego zu hören. Vergeben bedeutet, einfach mal ein Auge zudrücken, auch wenn du im Recht bist. Vergeben bedeutet, dass du mal deinen Nefis nach hinten schmeißt und mal auf Allahs Wohlgefallen achtest.
Allah will keine Leute, die ihre Ego zu Götzen genommen haben. Allah will keine Muslime sehen, die aufgrund von ihrem Ego mit Leuten dauerhaft streiten. Allah will keine Menschen, Muslime sehen, die ihr Ego zu Nefis Perest genommen haben, die ihr Ego zu Götzen genommen haben und mit Leuten dauerhaft streiten, Wochen, Monate und nachtragend sind, dass wenn niemand auf seinen Fuß tritt, er die ganze Welt zum Beben bringt, nur weil ihn was getroffen hat. Allah will solche Muslime gar nicht sehen. Allah will solche Leute nicht sehen. Glaubt ihr, mit so einer Einstellung kommt ihr ins Paradies rein? So eine Einstellung passt nicht ins Paradies. Das Paradies passt, so eine Einstellung passt nicht ins Paradies. Eine Kibbel, deswegen sagt man, Kibbel kommt nicht ins Paradies. Kibbel passt nicht ins Paradies hinein. Ein Egoist, der sein Nefis zu Perest genommen hat, der passt nicht ins Paradies hinein. Ein Mensch, der dauerhaft auf sein Recht beharrt, der passt nicht ins Paradies hinein. Den wird Allah erniedrigen. Allah will solche Muslime nicht sehen, die dauerhaft auf ihr Recht beharren. Wenn ihr auf eine Sache beharrt, dann soll es der Tawhid sein. Wenn ihr auf eine Sache beharrt und wütend seid, dann seid es gegenüber dem Kufr, aber nicht gegenüber den Muslimen. Allah sagt im Edlen Koran, Ja ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbunahum wa yuhibbunah. O, die ihr glaubt, wenn ihr euch von Allahs Religion abwendet, dann wird Allah ein Volk hervorbringen, was Allah liebt und das Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Yani sie lieben Allah und Allah liebt diese Leute. Was sind die noch? Azillatin ala al-mu'minin wa a'izzatin ala al-kafirin. Die gegenüber den Gläubigen nachsichtig sind, erniedrigt sind, barmherzig sind, bescheiden sind, vergebend sind, ihnen helfen wollen, aber gegenüber den Kuffar, a'izzatin ala al-kafirin, mächtig sind, stark sind, wie eine Mauer sind, aber gegenüber den Gläubigen barmherzig, nachsichtig sind. Muhammadun Rasulullah, der Gesandte, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Wallazina ma'ahu, und diejenigen, die mit ihm sind, ashidda'u ala al-kuffari wa ruhama'u bainahum, sind gegenüber den Kuffar hart, shiddat, streng, aber gegenüber den Gläubigen sind sie nachsichtig, barmherzig, mit Rahmat erfüllt sind diese Leute. Was ist heute mit uns passiert? Genau andersrum. Die Leute sind gegenüber ihren Mushrikun-Verwandten gnädig, barmherzig, sehen über den Fehler hinweg, aber ach komm, egal, ist ja mein Verwandter. Aber wenn ein Muslim in der Masjid irgendwas zu ihm sagt, oh Mann, Gnade dir Gott. Wenn an der Arbeit irgendjemand was sagt, ach so, kein Problem. Ach komm, man kann doch mal Fehler machen, ist nicht schlimm. Aber wenn sein Kind irgendwas einen Fehler macht oder kaputt macht, seine Familie oder irgendwo, seine Brüder im Islam, oh Mann, Allah, dann Gnade dir Gott. Leute haben Angst, mit ihm zu reden, weil er sofort auf dich schießt und gleich sagt, ja, guck dich selber an, weil er ein Psycho ist. Aber wenn er draußen ist, um eine Sache zu verkaufen oder zwischen den Massen der Kuffar ist er ein ganz anderer Mensch, ein liebevoller, gnädiger Mensch. Das ist die Pole verwechselt. Es ist was schiefgelaufen im Kopf. Genau ist da was schiefgelaufen. Von Aisha wird überliefert, sie berichtet und sagt, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat niemals für sein eigenes Ego Rache genommen. Sie sagt, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fi shay'in yu'ta ilayh. Der Gesandte Allahs hat niemals aufgrund von seinem Nefis, weil ihm jemand Unrecht angetan hat, Vergeltung ausgeübt. Niemals hat der Gesandte das gemacht. Wann hat der Gesandte das gemacht? Hatta tuntahaka min hurumatillahi fayantaqimu lillah. Außer wenn Allahs Grenzen jemand gegenüber Allah Unrecht begangen hat, Allahs Recht genommen hat, dann hat der Gesandte Allahs Vergeltung ausgeübt. Wo sind wir? Wo sind wir? Wenn dein Muslimbruder einen Fehler macht, dann hast du ihn zu vergeben. Wenn ein Muslimbruder was falsch macht, so wirst du das nicht sehen, du musst drüber hinwegschauen. Gegenüber dem Muslim hast du nur ein Auge, ein Ohr, ein Herz. Wenn er was sagt, darfst du nicht nachsichtig sein. Sag nicht, er hat mich verletzt, ich komme nicht mehr. Sag das nicht. Er ist dein Bruder, er ist deine Schwester. Ihr seid Muslime, ihr seid Gläubige, ihr müsst barmherzig zu euch sein. Ihr seid nicht ehrgläubig, bis ihr das Rahmat untereinander habt. Die Brüderlichkeit ist maßgebend für das Rahmat Allahs. Wenn wir nicht gnädig zueinander sind, nachsichtig, barmherzig sind, dann wird die Rahmat Allahs niemals auf uns kommen. Sie wird niemals auf uns kommen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir überhaupt gegenüber den Gläubigen sehr barmherzig sind und das, was wir für uns nicht machen, aber für unsere Geschwister machen sollten. Ich beharre nicht auf mein eigenes Recht, aber wenn es zu meinem Bruder geht, auf sein Recht, um sein Recht zu holen, würde ich für ihn mich einsetzen. So müsst ihr sein. Selbstlos. Seid mal ein bisschen nicht egoistisch. Lasst mal ein bisschen von eurem Ego ab.
Wallahi, lasst mal von eurem Ego ab. Euer Ego wird euch nirgendwo hinbringen. Im Gegenteil, es wird euch nur Schande und Zillet bringen. Deswegen Vergebung, viel vergeben gegenüber seinen Muslimen ist sehr wichtig. Das bedeutet übrigens nicht, dass ihr zu den Muslimen gut sein sollt und draußen zu den Kuffar schlecht sein sollt. Das hat das nicht zu bedeuten. Ihr sollt aber wissen, zu wem ihr wie sein sollt. Wer ein Muslim ist, wer ein Kafir ist. Keiner soll draußen jetzt schlecht sein und hier drinnen gut. Seid einfach gerecht. Wisset, wer ist ein Kafir und wer ist ein Muslim. Und handelt so, wie es der Befehl Allahs ist und der Befehl des Gesandten Allahs ist. Guck mal, Abdullah bin Huzafa ist ein Jugendlicher, der zur Zeit des Gesandten Allahs gelebt hat. Zur Zeit von Umar ibn Khattab wird er gegen das Byzantinische Reich geschickt und er wird mit anderen Muslimen als Kriegsgefangener genommen. Der König nimmt Abdullah bin Huzafa und die Leute sagen, er ist von den Sahaba des Propheten. Und der König sagt, bringt Abdullah bin Huzafa zu mir. Er sagt zu ihm, nimm das Christentum an. Er sagt, niemals werde ich deinen Glauben annehmen. Er sagt, ich werde dir die Hälfte von meinem Mulk geben, von meinem ganzen Besitztum geben. Er sagt, nicht die Hälfte, dein ganzes Besitz und das Besitz der ganzen Araber sollst du mir geben, werde ich von meinem Glauben nicht abkommen. Er sagt, okay, ich werde dir meine Hälfte vom Besitz geben und ich werde dich zum Teilhaber in der Herrschaft machen. Er sagt, Wallah, ich werde meine Religion nicht verlassen. Dann sagt der König, bringt einen großen Behälter voller heißes Öl, macht es heiß. Und dann sagt er, bringt 2 Muslime. Sie bringen 2 Muslime und werfen diese Muslime rein und sie werden Schahid. Daraufhin fängt Abdullah bin Huzafa an zu weinen. Ein Mann kommt zum König und sagt, oh König, jetzt fängt er an zu weinen. Der hat sich wohl anders überlegt. Und der König sagt, warum weinst du? Willst du doch mein Glauben annehmen? Er sagt, Wallahi, ich weine, weil ich nur ein Leben habe, genauso wie ich nur einen Kopf habe. Ich wünschte mir, ich hätte nur so viel Leben, so viele Haare ich am Kopf habe, damit ich jedes einzelne für Allah opfern kann. Und nochmal, und nochmal, und nochmal für Allah opfern kann. Denn ein Leben schade ist so wenig für Allah. Daraufhin sagt der König, okay, er merkt, Wahnsinn, küss meinen Kopf und ich lasse dich frei. Guck mal, Abdullah bin Huzafa sagt, ich werde deinen Kopf nicht küssen. Kopfküssen ist genau wie heute bei uns Handküssen. Eine Geste der Araber als Respekt. Ich werde das nicht machen. Abdullah bin Huzafa hat den Tod vor Augen. Er wird Schahid werden. Er hat das doch nicht nötig, ein Kafir, ein Tarut, irgendwas zu machen. Er sagt, ich werde deinen Kopf küssen, Abdullah bin Huzafa, unter einer Bedingung. Wenn du alle Muslime freilässt. Alle Muslime und mich freilässt, dann werde ich deinen Kopf küssen. Er sagt, okay. Er küsst seinen Kopf und der König lässt alle Muslime frei und Abdullah bin Huzafa. Umar ibn Khattab und die Sahaba empfangen Abdullah bin Huzafa an den Türen von Medina und alle Sahaba, Umar ibn Khattab, küssen Abdullah bin Huzafa seinen Kopf aufgrund von seiner Geste. Warum hat er das gemacht? Nicht aufgrund von seinen. Er wäre in die Shahadat gegangen. Das war ihm egal. Aufgrund von seinen Brüdern hat er das gemacht. Weil seine Brüder mit ihm waren, war er nachsichtig, barmherzig. Das hat ihm wehgetan. Aber wenn es um ihn selbst gegangen wäre, wäre er Shahid geworden. Das war ihm egal gewesen. Deswegen Vergebung gegenüber euren gläubigen Brüdern, mehr wie gegenüber euch selbst. Nachsicht, Barmherzigkeit, seid mehr zu ihnen. So wird Allah eure Izzat noch mehr geben. Seid gnädig, Allah wird euch noch mehr Izzat geben und noch mehr emporsteigen. Das war der 3. Punkt, vergeben und barmherzig. Und der letzte Punkt, wie man Izzat erlangen kann, ist Dua machen. 4. ist Dua machen. Allah sagt, Ad'uni astajib lakum, bittet mich, denn ich will eure Duas erhören. Wad'u rabbakum tadurra'an wa khuffiya. Bittet Allah in Demut und in Verborgenen an. Jemand, der von Allah, der Al-Aziz ist, die Izzat verlangt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls der Izzat geben. Das waren die 4 Punkte, wie man Izzat erlangen kann. Ich möchte jetzt, inshallah, einige Geschichten erzählen von Sahaba. Natürlich kann man diesen Bereich füllen, die Geschichten der Izzat, Sahabas, Propheten, Tabi'in, da könnte man Vortragsreihen drüber machen. Ich werde aber kurz gefasst einige Propheten, Sahaba, Tabi'in und bis zur heutigen Zeit kommen Menschen, die geehrt gewesen waren, die Izzat von Allah hatten. Warum die Izzat hatten? Die gegenüber Allah Ta'at gemacht haben, die sich Allah unterworfen haben und deswegen hat Allah sie Ehre und Izzat gegeben, damit ihr versteht, dass die Izzat nicht eine Sache ist, die nur zu einer bestimmten Zeit vorhanden war. Die Izzat Allahs geht bis heute, damit ihr das versteht. Guck mal, Ibrahim a.s. kommt zu den Mushrikun, zu den Götzenanbetern und er fängt an mit ihnen zu streiten und er sagt zu ihnen,
ich werde nicht das anbeten, was ihr anbetet. Ich verleugne eure ganzen Götzen. Und er sagt, atuhajuni fillahi wa qad hadani, wollt ihr mit mir über Allah streiten, wo er mich doch recht geleitet hat? Über meinen Gott wollt ihr streiten? Wala akhafu ma tushrikuna bi. Und ich fürchte niemals das, was ihr Allah gegenüber beigesetzt. Und Ibrahim kommt und sagt zu denen, ich fürchte nicht eure Götzen. Wenn jemand etwas fürchtet, dann solltet ihr lieber Allah fürchten. Ihr habt ihm etwas zur Seite gestellt, sagt Ibrahim. Welche von uns sind denn in Sicherheit? Du, ihr Mushrikun, die Allah das beigesetzt, oder wir? Ich. Ihr solltet doch in Gefahr sein und nicht ich. In Kuntum ta'lamun. Wenn ihr doch nur begreifen würdet. Ihr begreift nichts. Ibrahim fängt an mit dem Mushrikun, mit diesem Tawhid so sehr zu diskutieren, dass sie sagen, wirft Ibrahim a.s. in das Feuer. Ibrahim a.s. springt ohne seinen Kopf zu beugen in das Feuer. Allah erlischt das Feuer. Diese Izzat, die Allah gegeben hat, hat Allah Ibrahim a.s. gegeben, weil Ibrahim a.s. gegenüber Allah aber aufrichtig war. Ibrahim war aufrichtig gegenüber Allah. Allah hat die Izzat Ibrahim gegeben in einer Situation, wo er auf diese Izzat angewiesen war. Hud a.s. Hud a.s., ein Prophet, der ruft das ganze Volk von Ad zum Islam. Er ruft das ganze Volk von Ad zum Tawhid auf und sagt, verleugnet die ganzen Tawarit. Und das Volk von Hud sagt zu ihm, dieser Mann ist nicht normal. Unsere Götter, sagen die Mushrikun, haben Hud a.s. besessen. Deswegen, ein Mann kann doch sowas nicht sagen. Irgendwas stimmt mit nicht, der ist besessen. Was sagt Hud a.s.? Hud sagt, Inni ushhidullahu washhadu anni bari'un mimma tushrikun. Ich nehme Allah zu meinem Zeugen und seid auch ihr meine Zeugen, dass ich das, was ihr Allah beigesellt, verleugne. Min dunihi, außer Allah, fakiduni jami'an, thumma la tunzirun. Außer Allah schmiedet alle gemeinsam eure Pläne gegen mich und gibt mir keinen Aufschub. Das war Hud. Und gegenüber ein Volk von Ad, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben kein Volk nochmal wie Ad erschaffen, was so an Mächtigkeit war. Das Volk von Ad war so gewaltig gewesen, so an Stärke und an Fortschritt gewesen. Allah sagt, wir haben kein Volk wieder wie Ad erschaffen. Ein Mann wie Hud geht dahin, ohne Angst zu haben, mit einer vollen Izzat und fordert diese Leute heraus, zum einzig wahren Gott und diese Tarot zu verleugnen. Woher kommt die Izzat? Von Allah subhanahu wa ta'ala. In einer Situation, wo er darauf angewiesen ist. Vom Ahmad ibn Hanbal in seinem Musnad wird berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Tawaf macht um Mekka und die Aristokraten, die Mushrikun in Mekka saßen da und die haben reingerufen zum Propheten, irgendwas gesagt, ihn beleidigt. Das hat den Propheten wütend gemacht. Einmal, zweimal, sie haben wieder was beleidigt und der Prophet wurde zornig und die haben das gemerkt. Und beim dritten Mal, als sie den Propheten beleidigt haben, hat der Prophet sich zu ihnen gedreht, hat gesagt, ja Quraysh, ich bin nur gekommen, um euch zu vernichten. Der Prophet hat das aber auf so eine Art und Weise gesagt, dass die Mushrikun in dem Moment Angst bekommen haben. Die haben Angst bekommen, weil er das mit so einer vollen Izzat gesagt hat, dass die Mushrikun, einer der da saß, gesagt hat, oh Mohammed, geh deinen Weg weiter, nimm uns nicht ernst, wir reden doch einfach leeres Zeug, weil die Angst bekommen haben, weil der Gesandte Allah mit so einer Izzat gemacht hat. Wer hat den Gesandten diese Izzat gegeben? Allah war es. Allah hat ihm diese Izzat gegeben. Warum? Weil er gegenüber Allah aufrichtig war. Guck mal, in der Schlacht von Hendek, die Schlacht von Hendek war eins der brutalsten Schlachten zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Man nannte die Schlacht von Hendek Ahzab. Warum Ahzab? Weil mehrere Hizb, mehrere Parteien haben sich zusammengetan, die gesamte arabische Halbinsel hat sich zusammengetan, um endgültig Mohammed, den Gesandten Allahs, auszulöschen, sallallahu alaihi wasallam. Sie haben sich alle zusammengetan, um gegen den Gesandten in Medina zu kämpfen. Dann sind in Medina die Juden, haben Verrat begangen, obwohl sie mit den Propheten zusammen waren, einen Vertrag hatten, haben von innen Verrat begangen und haben sich gegen den Propheten gestellt. Die Muslime waren in so einer schlimmen Situation, sie waren am Verhungern. Sie haben sich Steine um ihr Bauch gebunden, damit der Magen gedrückt wird und der Hunger einigermaßen gestillt wird. Sie haben ihre Gebete Qasa machen müssen. Sie haben es nicht geschafft zu beten. Und am Abend so schlimm, dass der Prophet, als er gefragt hat, wer geht raus und bringt mir die Nachricht über die Mushrikun, was sie machen, hat sich nicht ein Sahaba gemeldet. Das ist doch nicht das Ahlak des Sahabas. Nein. Warum? Die Sahabas haben keine Kraft mehr gehabt. So erschöpft waren sie, hatten Angst, dass wenn sie aufstehen, dass sie irgendwo unterwegs umfallen und diesen Befehl des Gesandten Allahs nicht ausführen können. Dann kommt der Gesandte Allahs und denkt sich was aus und geht zu dem Stamm vom Ghatafan und sagt zu ihnen,
wir werden, verlasst die Armee der Mushrikun, der Gesandte Allahs will die Armee auflösen irgendwie, er denkt sich was, warum? Damit die Muslime einen Ausweg haben. Und er sagt zu den Ghatafan, verlasst die Armee, geht weg, wir werden euch jedes Jahr 1/3 der Hurma von Medina geben. Die sagen, okay, gute Idee, weil die Medina war damals sehr bekannt für die Hurma gewesen. Hurma war A und O gewesen und Medina war sehr bekannt für seine Hurma. 1/3 sollen wir denen geben. Daraufhin sagt die Stamm vom Ghatafan, okay, wir machen das, wir ziehen uns zurück, aber jedes Jahr 1/3 von den Datteln kriegen wir von eurer Wirtschaft. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, ich muss das noch mit den Sahabas besprechen. Und er geht zu Sa'd ibn Muaz und Sa'd ibn Ubadah. Einer war der Führer vom Stamm Aus und der andere von Khazraj, die zwei großen Stämme Medina. Und der Gesandte Allahs sagt, die Ghatafan will gehen, wenn wir ihnen 1/3 jedes Jahr von den Datteln geben. Daraufhin sagen die beiden, ja Rasulallah, ist das ein Befehl von Allah oder ist das, weil du für uns einen Ausweg jetzt suchst? Der Gesandte Allah sagt, nein, es ist, weil ich für euch einen Ausweg suche. Daraufhin sagten beide, Sa'd ibn Ubadah und Sa'd ibn Muaz, O Gesandte Allahs, als wir damals Mushrikun waren, kamen diese Leute und haben von unseren Datteln nur gegessen, indem sie Geld bezahlt haben oder unsere Gäste waren. Nachdem wir Muslime geworden sind, werden wir niemals diesen Leuten aufgrund von Schutzgeld unsere Datteln abgeben. Für diese Leute gibt es nur das Schwert. Dann sagt der Prophet Tamam und er geht und sagt zu den Ghatafan, geht weg, für euch gibt es nichts, ihr werdet das nicht bekommen. Zwei, drei Tage später werden sowieso die ganzen Armeen vernichtet, es kommt ein Wind und alle gehen weg und der Prophet siegt über die Sache. Diese Ehre in so einer Notsituation, in so einer schweren Situation, sagen sie, für euch gibt es das Schwert. Gehen keine Kompromisse ein. Warum? Allah gibt dir diese Izzat ein. Allah macht dich Aziz. Wenn sein Diener, deswegen ist wichtig, dass du Aziz bist. Wenn du die Wege des Izzat gehst und Aziz bist, dann wird Allah dich bewahren. Allah wird dich beschützen. Allah wird dich immer Aziz machen und gegenüber deinen Feinden ebenfalls Aziz machen. Guck mal, Ribi ibn Amr. Ribi ibn Amr, Achi, kennst du? Das war in der Schlacht von Qadasiyya, kam es mit den Persern die Armeen kamen aufeinander. Und die Perser hatten große Elefanten mit sich, über 30 Elefanten mit sich. Und der Kommandant der Armee war Rüstem. Und er sagt, ich möchte mit den Muslimen reden, bevor es zur Schlacht kommt. Ich möchte mit denen reden. Und Sa'd ibn Abi Waqqas ist dort der Kommandant, der Emir. Und er schickt Ribi ibn Amr. Ribi ibn Amr, ein ganz einfacher Typ. Ein ganz einfacher Muslim. Seine Klamotten gerissen teils, verdreckt, kaputt, nimmt sein Pferd und geht. Er geht dorthin und als sie zum Chadir, zum Zelt von diesem Rüstem kommen, diesem Kommandant von der persischen Armee, dann ist das ein großes, gewaltiges Zelt. Er sitzt auf wie so ein Thron gemacht, ein Kissen aus Seide und dieser Thron ist mit Diamanten beschmückt und ein roter Teppich ist ausgeweitet und alles ordentlich gemacht. Und als Ribi dahin kommt, sagen Leute zu ihm, leg deine Waffe weg. Er sagt, entweder ich komme mit Waffe oder ich gehe wieder weg. Und wir werden ganz normal weiterkämpfen. Daraufhin sagen sie, okay, dann geh mit deiner Waffe. Er geht, bindet sein Pferd fest, an einem schönen Pfosten, bindet er fest, er nimmt seine Waffe und geht zum Kommandanten und geht auf ihn los. Und während er zu ihm geht, zerreißt er den ganzen Teppich vom König dahin. Er zerreißt den Teppich. Bis er dahin kommt, er zerreißt den Teppich. Dann sagt er, ich brauche dieses Kissen aus Seide nicht. Wir setzen uns nicht auf diesen Schmuck und dieses Pracht der Dunya. Er legt es weg und setzt sich auf den Boden hin. Daraufhin sagt Rüstem zu ihm, was wollt ihr denn überhaupt? Ihr kommt her, was wollt ihr denn überhaupt? Und dann sagt Ribi zu ihm, Allah hat uns geschickt. Wir sind gekommen, um die Leute aus der Dienerschaft zum Diener zu befreien und sie zur Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala zu bringen. Allahu Akbar. Um euch von der Enge der Dunya zu erretten und euch vor eurer unterdrückerischen Religion zu befreien und zur Gerechtigkeit zum Islam zu rufen. Wir werden das Versprochene erhalten, nämlich. Rüstem sagt, was ist denn, was ihr versprochen habt? Also, was denn euer Versprochenes? Und er sagt, entweder der Sieg oder das Paradies. Eins von beiden werden wir kriegen. Entweder wir werden gegenüber euch siegen oder wir werden das Paradies erlangen. Daraufhin sagt Rüstem zu ihm, gib uns Aufschub. Er sagt, ich hörte von meinen Propheten sagen, wir sollen den Ungläubigen, den Feinden, einen Aufschub von 3 Tagen gewähren.
Daraufhin sagt Rustem, ich schaffe das nicht in 3 Tagen, die Botschaft nach Persien zu bringen und wieder zurückzubringen. Wir haben von unseren Gesandten gelernt, 3 Tage kriegt ihr einen Aufschub, mehr nicht. Und für euch gibt es 3 Optionen. Entweder werdet ihr den Islam annehmen, dann werden wir uns zurückziehen und ihr geht zurück, alles ist gut. Oder ihr werdet Jizya uns zahlen, also Jizya zahlen an die Muslime. Oder die dritte Option ist, wenn ihr Jizya zahlt, dann werden wir euch helfen, sogar wenn ihr was braucht. Und das dritte ist, wenn oder wir kämpfen. Oder wir kämpfen, eins von diesen 3. Daraufhin sagt er, bist du der Kommandant dieser Armee? Er sagt, nein, ich bin einfach ein normaler Muslim. Und wir Muslime sind ein Körper. Wenn der eine was sagt, dann halten sich alle dran. Egal wer was sagt, wir sind alle eins, sagt er. Daraufhin geht Rustem zurück und die Muslime siegen über Persien. Und Rustem sagt zu seinen Leuten drumherum, habt ihr etwas gemerkt bei diesem Typen? War das nicht verwundert? Und die Leute um ihn sagen, was war denn da? Das war ein Typ, der hat so nicht mehr alle, guck mal wie der aussah, kaputt, der war schmutzig. Und Rustem sagt, Yazıklar zugrunde gehen sollt ihr. Ihr achtet auf sein Äußeres, habt ihr nicht seine Worte verstanden, was er gesagt hat? Und tatsächlich so kam es, dass sie über Persien gesiegt haben, über ein Weltreich haben sie gesiegt. Das war Izzat. Allah hat Ribi so eine Izzat in seinem Herzen gegeben, dass er vor einem großen Tarut stand und so eine Aussage hat gesagt, Allah hat sie Aziz gemacht. Sie waren Aziz und Allah hat ihre Izzat noch mehr vermehrt. Ibn Hazm von den Tabi'in, Salama bin Dinar und von den Sultan Suleiman bin Abdul Malik. Das wird bei Ad-Darim überliefert. Suleiman bin Abdul Malik kommt nach Medina und es kommen immer wieder diese verkauften Leute, Gelehrten. Damals gab es auch schon diese Leute, die immer um diesen Königen waren und zu allem immer geschüttelt haben, ihr Kopf, immer gesagt haben, möge Gott dir ein langes Königreich geben, möge Gott dir ein langes Leben geben. Diese Standard-Belam gab es heute, gab es damals, gab es schon immer. Und damals gab es auch diese Leute. Der Sultan Suleiman bin Abdul Malik kommt nach Medina und er sagt, gibt es denn jemanden, der mich hier verachtet? Und die sagen, es gibt einen, Salama bin Dinar, Abu Hazm, der kommt nie zu dir, wenn du hier bist. Er sagt, ruft ihn zu mir. Jetzt gibt es einen Dialog zwischen Abu Hazm und Suleiman bin Abdul Malik. Dann kommt Abu Hazm zu Suleiman bin Abdul Malik und Abdul Malik sagt, was ist das Problem, dass du uns nicht besuchst? Warum besuchst du uns nicht, wenn wir nach Medina kommen? Daraufhin sagt Abu Hazm, Allah bewahre dich davor, dass du Lügen erzählst. O Kalif, O Sultan, wo gibt es denn sowas, dass Menschen, die sich nicht kennen, sich gegenseitig besuchen? Hätten wir uns gekannt vielleicht, dann hätten wir uns besucht, aber wir kennen uns nicht. Und die Leute um den Sultan natürlich gucken schon komisch, aber der Sultan sagt, er hat recht, wir kennen uns ja nicht, das stimmt. Dann sagt er, du hast recht, Abu Hazm. Und er sagt, wieso mögen wir das Jenseits nicht und haben eine Abneigung davor? Daraufhin sagt Abu Hazm, weil ihr das Diesseits aufgebaut habt und ihr habt euer Jenseits vernichtet. Kein Mensch will zu der Ortschaft gehen, wo er alles kaputt gemacht hat. Man will dahin gehen und da bleiben, wo man alles aufgebaut hat. Und das ist der Grund, warum ihr das Jenseits verabscheut. Ihr habt euer Jenseits vernichtet. Euer Zulum, was hat denn Emewi gemacht? Das Emewitische Reich. Die haben die Muslime getötet, sie abgeschlachtet, die Sahabas, Propheten getötet, sind in Medina reingelaufen, sind fast an das Namus der muslimischen Frauen gegangen. So ein Reich war das gewesen. Das Blut der Familie des Propheten, Hussein haben sie an ihre Händen gekriegt. Diese Leute töten wie am laufenden Band Menschen. Sie könnten Abu Hazm ebenfalls gleich den Kopf abschlagen. Immer wie so ein Salim. Und dann sagt Abu Hazm sagt zu ihnen, ihr habt euer Jenseits kaputt gemacht. Ihr habt euer Jenseits vernichtet, kaputt gemacht, habt euer Diesseits aufgebaut. Deswegen mögt ihr das Jenseits nicht. Kein Mensch will doch dahin gehen, was er kaputt gemacht hat. Wenn ihr irgendwo in der Türkei ein schönes Haus euch gekauft habt, natürlich neigt ihr immer wieder dahin, ihr wollt dahin gehen, wo ein schönes Haus ist. Dann sagt er, du hast die Wahrheit gesprochen, Abu Hazm. Wie wird unser Weg zum Jenseits sein? Abu Hazm sagt, die aufrichtigen Diener werden wie von ihren Geliebten
weggehen und wieder zu ihren Geliebten gelangen, von einer Liebe zur anderen. Und die Auflehner, die Mujrim, die Sünder, die werden wie wenn ein Sklave von seinem Herrn abhaut, er ihn danach in Fesseln, in Ketten wieder zu sich zurückzieht. So, er will damit sagen, ihr werdet so zu Allah gebracht werden, mit Ketten gepackt und zu Allah gebracht werden. Aber einer, der aufrichtig ist, der wird sich freuen, zu Allah zu gehen. Daraufhin sagt, das stimmt. Abu Hazm, du hast recht. Wie wird unsere Stellung im Jenseits sein, o Abu Hazm? Und er sagt, Abu Hazm sagt, teste dich am Koran, dann wirst du deine Stelle finden. Guck, lies den Koran, dann wirst du wissen, wo du ungefähr bist, zu wem du gehörst. Daraufhin sagt er, wo finde ich es denn? Finde ich meine Stelle im Koran? Und Abu Hazm sagt, ja, inna abrara lafi na'im, die viel Gutes tun, sind in voller Gabe, wa inna fujjara lafi jahim, und diejenigen, die Sünden begehen, die sind im Jahim, die sind im Höllenfeuer. Daraufhin sagt er, was hast du getan, o Abu Hazm? Wo bleibt die Rahmat Allahs? Daraufhin sagt Abu Hazm, inna rahmat Allahi qaribu min al-Muhsinin, die Gnade, die Rahmat Allahs ist mit dem Muhsin. Daraufhin sagt Sulaiman bin Abdul Malik, nun Abu Hazm, wer von den Gläubigen ist denn der Schlauste eigentlich? Abu Hazm sagt, derjenige, der Allah Itat macht, gute Taten verrichtet und den Menschen den Weg zeigt. Und daraufhin sagt der Sultan, und wer ist der Dümmste? Und Abu Hazm sagt, diejenigen, die sich aufgrund der Gelüste von anderen selbst in die Hölle schmeißen. Damit meint er die Bal'am um ihn. Diejenigen, die aufgrund, weil ein Typ nach seinem Ego handelt, ihn einfach gefolgt, weil ein Freund sein Salim ist, ihnen einfach diesen Salim gehorchen, das sind die Dümmsten der Leute, sagt er. Daraufhin sagt er, nun, was sagst du zu unserer Situation, in der wir uns befinden, o Abu Hazm? Jetzt kommt er eigentlich zum Punkt. Er will sagen, wie denkst du über das Emmerbiene, wie denkst du über unsere Familie, über unser Königreich? Und Abu Hazm sagt, lass mich nicht darüber sprechen. Ich will darüber nichts sagen, lieber. Und der Sultan sagt, doch, du musst was sagen, gib mir einen Nasiha. Daraufhin sagt Abu Hazm, na gut, wenn es so ist, derjenige, der die Herrschaft und das Besitz mit Schwertgewalt an sich gerissen hat und das Besitztum der Menschen beschlagnahmt hat, das Blut der Menschen zu Unrecht vergossen hat, das Gleiche sage ich zu euch, sagt er. Er sagt eigentlich, ihr habt die Torunlar des Sahabas getötet. Mit Hajjaj, ihr habt alles, ihr habt Zulm gemacht, ihr habt die Leute getötet, ihr habt Medina Ishqa gemacht, ihr habt Mekka bombardiert, ihr habt Hussein getötet, ihr habt das Kalifat an euch gerissen, ihr macht den Leuten Zulm. Das, was für diese Leute zugänglich ist, ist für euch genauso. Ihr seid genau diese Leute. Daraufhin sagen die Bal'am, die drumherum sind, wie schlimm ist, was du zu unseren Emir sagst. Diese typischen Leute halt, drumherum und reden da. Daraufhin sagt Abu Hazm, du lügst, zu den Bal'am, du lügst. Allah hat von den Gelehrten das Versprechen genommen, dass sie verkünden und nichts verborgen halten. Das sagt Allah Surah Al Imran, sagt er. Die lügen, seid ihr. Hätte der König euch gefragt, hättet ihr gesagt, sehr gut König, du bist gut, wir denken Gutes. Er hat mich gefragt, ich habe die Wahrheit gesprochen. Ich muss die Wahrheit sprechen. Ihr seid die Lügner. Daraufhin sagt der Sultan Sulaiman bin Abdul Malik, o Abu Hazm, er merkt, er kommt nicht auf einen Nenner mit ihm. Willst du nicht mit uns umhergehen? Komm, reis doch mit uns, so kannst du von uns profitieren und wir profitieren von dir. Guck mal, er versucht einen Evliya, einen Diener Allahs abzukaufen. Was will denn so ein Salim wie Sulaiman bin Abdul Malik einen gottesfürchtigen Menschen wie Abu Hazm geben? Geld. Das, was er den anderen gibt, Geld. Damit versucht er ihn abzukaufen. Wie soll denn Abu Hazm von so einem Typen profitieren? Er kann doch nicht von so einem Typen profitieren. Daraufhin sagt Abu Hazm, Allah bewahre mich davor. Und er sagt, wieso? Er sagt, wenn ich zu den Salim neige, so wird Allah mich im Diesseits und im Jenseits hart bestrafen. Daher suche ich Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin sagt der König, dann sag, was ich für dich tun kann. Was kann ich für dich tun? Sag mir eine Sache, was ich tun kann. Daraufhin sagt Abu Hazm, okay, eine Sache kannst du vielleicht für mich tun, die möchte ich von dir. Daraufhin sagt er, rette mich aus dem Höllenfeuer und stecke mich ins Paradies. Daraufhin sagt Sulaiman bin Abdul Malik, das kann keiner, das kann nur Allah. Daraufhin sagt Abu Hazm, dann möchte ich gar nichts von dir haben. Diese Izzat, die Salama bin Dinar, Abu Hazm da hatte, und dieser Emir-Sultan hätte ihn ohne Probleme den Kopf abschlagen können. Yani, wenn ihr Aziz seid, wenn ihr Izzat habt, wenn ihr bei Allah geehrt seid, dann seid ihr sogar in den Augen eurer Feinden Aziz.
Selbst eure Feinde haben einen Respekt gegenüber euch. Selbst die Feinde haben eine bestimmte Abstand, Distanz, Diskretion gegenüber euch. Warum? Weil wenn Allah euch Aziz macht, so seid ihr selbst in den Augen der Kuffar, in den Feinden Aziz, genau wie hier Abu Hazm. Dasselbe gibt es mit Said ibn Jubayr. Er hat sein Bayat zu Abdul Malik bin Marwan gebrochen. Said ibn Jubayr, ein großer Tabi'in-Gelehrter. Nach 12 Jahren, Hajjaj findet ihn und fängt ihn. Und er sagt, ich werde dich in das ewige Feuer werfen. Sagt Hajjaj al-Zalim zu Said ibn Jubayr. Und er sagt, du kannst mich nicht in das ewige Feuer werfen. Hätte ich gewusst, dass du das ewige Feuer bei dir hast, dann hätte ich dich angebetet, dann wärst du ein Gott. Das ewige Feuer hast du nicht. Das ewige Feuer ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst mir gar nichts. Dann sagt er, du sollst erniedrigt sein. Du und deine Mutter sollt erniedrigt sein, sagt er. Daraufhin sagt er, du bist nicht derjenige, der einen Menschen erniedrigt oder nicht. Erniedrigt sein bin nicht ich oder meine Mutter. Das bestimmst nicht du, sagt er. Und dann sagt er, ich werde dich töten. Dann sagt er, dann werde ich glücklich zu Allah kehren. Weil Said bedeutet glücklich. Das ist sein Name. Genau wie mein Name werde ich dann glücklich zu Allah kehren, sagt er. Daraufhin sagt Hajjaj, ich werde dich töten. Aber in der Qibla zu den Christen. Nicht Richtung Kaaba werde ich dich köpfen, ich werde dich zu dem Kreuz, also der Qibla der Christen wenden und dich töten. Und er liest den Vers, Allah gehört sowohl der Westen als auch der Osten. Was willst du machen? Daraufhin wird der Hajjaj so wütend und sagt, er würgt ihn, damit wir nicht mehr uns mit seinen Versen auseinandersetzen müssen. Daraufhin sagt Said, möge Allah nach mir Hajjaj auf niemanden hetzen. Und er wird Schahid gemacht. So eine Izzat. Sie sind nicht 1 Millimeter abgekommen von ihrem Dings. Die andere waren Salil. So ein Typ wie Said ibn Jubayr erniedrigt eigentlich so ein Typ wie Hajjaj. Genau wie Abu Hazm. Sulaiman bin Abdul Malik, ein König, er erniedrigt ihn eigentlich vor seinen ganzen Leuten. Diese Gelehrten erniedrigen sollte. Warum? Weil sie sind Aziz. Wir haben ja im letzten Vortrag gesagt, wie Musa die Zauberer und Pharaon erniedrigt vor der ganzen Bevölkerung. Und genauso ist es mit jemandem, der Aziz ist. Ich komme zum Schluss, inshallah. Genauso ist es, wir können die Beispiele fortführen, ich komme aber zum Schluss, inshallah, sei es Imam Malik, wo Harun Rashid kommt und sagt, wir wollen dein Buch Al-Muwatta als Regierungsbuch einführen, werf alle aus deinen Ilim-Majlis raus, aus deiner Wissenstoplum raus, auf deine Wissensrunde raus und unterrichte nur mich und meinen Sohn. Daraufhin sagt Imam Malik, niemals mache ich das, werde ich nicht machen. Er wendet sich ab und erlaubt nicht, dass sein Buch als Staatsbuch genommen wird. Ahmad ibn Hanbal, ein Gelehrter, wirklich ein Gelehrter wie ein Löwe, der wurde so gefoltert, so extrem gefoltert und er ist nicht ansatzweise von seiner Meinung abgekommen. Sie haben ihn in Ketten zu den Königen gebracht, zu dem König, und diese Ketten waren so schwer gewesen, seine Hände konnte er nicht mehr. Er hat gesagt, löst die Ketten zumindest von mir. Und dann haben sie gesagt, was sagst du zum Koran? Und er sagt, der Koran ist nicht erschaffen, denn der Koran ist das Wissen Allahs ist niemals erschaffen. Daraufhin die Bal'am dort sagen, oh Kalif, der macht gerade Takfir auf uns. Und diese Leute sind nicht von ihrem Glauben abgekommen. Sie wurden in den Kerker gesteckt und sind mit Izzat gestorben. Bis zum heutigen Tag erwähnen wir ihren Namen und sind zu Vorbildern der ganzen Welt und der Umma geworden. Ich komme zum letzten Punkt und zwar in der heutigen Zeit, möge Allah ihm gnädig sein, Said Qutb, der von Abdul Nasser, von dem Taghut aus Ägypten, in Gefängnis gesteckt wird und über 10 Jahre im Gefängnis bleibt. Daraufhin kommt sein Idam raus, seine Todesstrafe. Und eigentlich will die ägyptische Regierung ihn nicht töten, weil sie wissen, er wird sonst zu einem Märtyrer. Sie schicken dann seine Schwester mit einem Brief zu ihm hin und sagen, Said Qutb soll einfach eine Entschuldigung schreiben. Ich bin von dem Abkommen, ich meinte das alles nicht so, dann werden wir ihn, Beratman, ihn freilassen aus dem Gefängnis. Daraufhin kommt die Schwester und sagt das Said Qutb, und Said Qutb guckt den Brief an und sagt, Wallahi, dieser Finger, der im Gebet das Shahadat, das Wahdaniyat von Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass der Allah einzig und allein ist, wird niemals einen Satz schreiben, der zum Gunsten eines Taghut ist. Wenn ich doch zu Recht im Gefängnis bin, wenn ich was falsch gemacht habe, dann verdiene ich doch den Knast. Und wenn ich zu Unrecht, also zu Batel inhaftiert worden bin, dann bin ich nicht so primitiv, dass ich vom Batel mich entschuldigen werde. Ich werde niemanden, keinen Taghut, einen Satz schreiben, während diese Hand Allah seine Einheit bezeugt. Und Said Qutb
wurde somit Shahid gemacht. Ein Mann voll Izza. Und dieser Mann war ein Mann gewesen, wenn er ihn mal anguckt, schwach, dünn. Abu Hazm auch. Das waren Schwache, das waren nicht so Bombenmänner, die davor standen, vor den Sultan haben geredet. Und das waren alle so Gariban, gebrochene Menschen, körperlich eingeschränkt vielleicht, schwach, dünn. Sayyid Qutb, ihr kennt ja seine Bilder. Aber so eine Izzat hat er gehabt. Warum? Er hat Allah einen Wert gegeben, er hat den Koran einen Wert gegeben, er war gnädig zu den Gläubigen und Allah hat ihn in so einer Situation Aziz gemacht und hat ihn so zu einem Shahid genommen und der bis heute ebenfalls als ein Held, Märtyrer für uns gilt. Das war's zu dem Vortrag Al-Aziz. Deswegen, jeder von uns kann Izzat von Allah erlangen. Und wenn ihr wollt, dass ihr in einer schweren Situation Aziz seid und in einer Notsituation, wo ihr denkt, alles ist vorbei, jetzt kann ich nicht mehr, dann wird Allah euch dieses Izzat, dieses Gefühl in den Herzen geben. Ist Allah sein Name bis heute immer noch geltend und der ist immer noch für euch auch geltend. Ihr müsst euch Allah Tat machen, Allah gehorchen, sich Allah seine Regeln halten, seine Grenzen halten. Ihr müsst Ahlul Quran werden, den Koran zu eurem Lebensweisheit machen, zu eurem Leben, euer Leben alles nach dem Koran richten. Ihr müsst den Leuten vergeben, den Muslimen, den Gläubigen vergeben, Nachsicht, Barmherzig sein und ihr müsst Dua machen, dass Allah euch Izzat geben soll. Dann werdet ihr Aziz und Allah wird euch auf Istiqamat festigen und euch auf den Weg des Tawhid sterben lassen. Wenn ihr aber die Sache nicht macht, werdet ihr Zelil und weil ihr keinen Wert habt bei Allah, wird Allah euch ins Verderben schicken. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.